Herzlich willkommen, liebe Leute, bei Blick auf Europa, von Straßburg. Erlebt man für die und Daffer an den Familien vom Zugaccident von Lützeburg in Richtung Frankreich, für da mein tiefstes Mitgefühl auszudrücken. Und ich kann nur vielen, wie den Leuten alle guten Ass, weil ich war selber da mit impliziert für uns Jahre. Und ich weiß, dass das sowohl für die Familien wie auch für die Einwohner insgesamt ein ganz tragischer Moment ist. Heute zu Straßburg haben wir, wie gesagt, letzte Woche verschiedene Sachen aufgestimmt. Ihr wisst, dass die Leute draußen, die Bürger in Europa, die erwarten Lösungen. Die sehen, die fangen nur verdrisslich zu gehen. Die sehen immer nur, dass Probleme abgelöscht gehen. Und die erwarten sich, dass die Politiker Lösungen hat für die Probleme. Und dafür geht es darum, für eine stabile Gesetzgebung zu schaffen, und auch sonst an der Welt Europa die Plätze zu verschaffen, die da nicht verdient wird. Und ein von den wichtigsten Aufkommen, was die letzte Zeit heute zu Straßburg unterschrieben ist, ist der Akkord mit Kanada, den Handelsvertrag mit Kanada, den CETA an der Aufkürzung. Und ich bin stolz darauf, ich bin froh, dass wir das fertig tun. Wir haben es nicht einfach gemacht. Wir haben auch die Gegenstimmen, die Sorgen, die Ängste von den Bürgern, wir haben die Erstgründe das konsideriert und wir haben das versucht, auch an Zusatzprotokolle mit anzubauen. Und ich meine, wir haben das fertig gebracht, einen responsablen Vertrag zu machen, den Straß hält, an den auch an alle Bereiche, wie zum Beispiel Lebensmittelsicherheit, wie zum Beispiel Verbraucherschutz, aber auch Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, die ILO-Konventionen, das heißt, Kanada hat sich verpflichtet, sämtliche Konventionen von der Internationalen Labour-Organisation für die mit anzuwenden, für die an Nationalgesetz anzuwenden. Auch nach einer Sache, wie zum Beispiel die Schiedsgerichte, für das ein System am Platz gesagt, den muss natürlich noch verfeinert gehen, wo öffentlich-rechtliche Richter auf voller Transparenz über Streitfälle können negoziieren. Es kann in einen Appell gehen, natürlich tut eine Möglichkeit, für wie gesagt, wenn ein Urteil nicht unerkannt, für einen Appell zu gehen. Was noch zusätzlich dabei kommt, das ist, dass man auch nicht nur die Zölle, die Bandtaxen aufbauen, sondern dass wir wirklich Standards schaffen, die in dem Moment können auch an anderen Akkorden Gültigkeit finden. Ihr wisst, dass es immer mehr wichtig ist in einer Welt, wo den einen oder anderen Protektionismus betrieben wird, dass man da Handelsverträge kriegen. Am Rahmen von der Globalisierung ist es immer mehr wichtig, dass wir als Europa Standards setzen und dass man nicht als Standards imposieren lassen von zum Beispiel China, von den USA oder von anderen Staaten. Dafür, wie gesagt, dass heute den Akkord, die kann zum Teil in Kraft treten, die Sachen, die an Kompetenz vom Europaparlament, von der Europäischen Union fallen, die paar Sachen, die danach bleiben, und das muss noch geklärt gehen, da werden wir, ob das Urteil von der Cour de Justice Européenne zum Handelsakkord von Singapur, das heißt, was fällt an Nationalkompetenz, was muss noch durch die Einzel Chambre gehen, auch zu Lützeburg, was für ein Element von dem Handelsvertrag muss noch durch die Nationalchambre gehen, für das dann aufgesehen zu kriegen, und dann ist der Handelsvertrag integral erkraft. Vielleicht noch ein Wort zu der Kampagne, die gelaufen ist mit CETA-Check. Das heißt, da sind ganz viele Bürger, die uns über den Internetforum CETA-Check gesagt haben, wir sollen dagegen stimmen. Und da hat ihn eigentlich gar keine Möglichkeit. Und dafür haben wir auch nicht mehr darauf geantwortet, weil ich keine Möglichkeit hat, für zu so ein Dach stimmen dafür. Und zwar an dem Grund, weil ich das gut und richtig fand, stimmen nicht dafür. Die Möglichkeit hat ich nicht. Ich habe just gesagt, stimmen du dagegen. Und das wollte ich nicht. Das heißt, so viel zum Vorwurf von den Leuten, die sagen, wir hätten nicht auf CETA-Check geantwortet. Ein ganz anderes Sujet ist die ETS-Reform, die wir gestimmt haben hier als Parlament, wo wir es fertig gebracht haben. Ihr wisst, dass Europa ganz stark Umweltziele hat, dass wir bis 2030 den CO2 40% reduzieren. Das ist ambitiös, aber das zu machen, das ist aber nicht mehr zu machen, wenn die Industrie die nötigen Mittel kriegt, die nötigen Utensilien, die nötigen Werkzeuge in die Hand kriegt, für dann, wie gesagt, eine neue Innovation zu betreiben an der Industriepolitik. Und gleichzeitig auch die erneuerbaren Energien, das alles muss noch mehr stark gefördert werden. So ist es so, dass vereinfacht ausgedrückt, das ETS-System, das sind am Anfang Zertifikate, mit denen gehandelt wird, und da gibt
gehen die Firmen, die Industriebereiche, die zu viel CO2 an die Luft bloßen, die gehen eigentlich dummer da, die das kostet etwas. An die Zertifikate, dummer da wird gehandelt, an dummer fertiggebracht, wie für eine gute Balance zu finden zwischen der Industrie an der Umwelt. War doch für uns wichtig als zu Lützeburg, weil die Stahlindustrie, ArcelorMittal, aber auch als Zementindustrie als ein großen Teil von den Industriebereichen, die wie gesagt CO2 produzieren. Dann ist es so, dass, wie ich schon gesagt habe, wir einen guten Mittelweg fand. Wir haben aber für allem fertig gebracht, auch finanziell 2 Fonds zu schaffen. Das ist ein Innovationsfonds, das heißt, da sollen die Alternativtechnologien gefördert gehen, die emissionsfrei oder emissionsmindernd sind. Und der zweite ist ein Modernisierungsfonds, das heißt für Industriebereiche oder für Länder, für allem, die nach ein bisschen Hand dran sind, was die Umweltfreundlichkeit anbelangt, dann hier Industriebereiche für die, den Modernisierungsfonds für denen zu helfen, dass sie auch fertig bringen, finanziell mehr zu investieren an so Bereiche. Dann hatten wir einen ganz interessanten Mann hier auf Besuch, den österreichischen Bundespräsident. Und hier hat einen ganz leidenschaftlich pro-europäischen Schritt gehalten. Und ich meine, das ist extrem wichtig an Zeiten, wo immer mehr nicht nur Europa kritisch, weil das sind wir alle gut, mehr europafeindlich aussagen, den Tour machen und immer mehr an einzelne Länder, die bislang als stabil gegolten haben, immer mehr durch Anklang fanden, immer mehr Parteien, die auch aktiv an Demokratie an Anklang fanden an noch Abfluss holen. Ich meine, dafür ist es wichtig, wenn dann so einen Mann hat, den eng Mam aus Estland, einen Pap aus Russland, den holländische Wurzeln hat, aus der Sowjetunion geflüchtet, der ältere Mann mit dem Kant an Österreich. Und der Mann hat sein Leben verboten, hat seine politische Karriere gemacht, ein ganz besonderer Mann, ganz sachlich, eigentlich ganz live am Sinn von ein älterer Mann, hat 73, kann ich so, ein älterer Mann, den eigentlich ein bisschen Geschichte erzählt hat. Wir waren eigentlich alle gut froh für Molenke so ein bisschen Patter zu haben, den eine Geschichte erzählt über Europa, aber auch pur Akzenter gesagt hat, wie wichtig das ist. Es kann Haut, wo ja die Nationalgefühle immer mehr abkommen, kann aber sein Land gerne haben und aber pro-europäisch sind. Das ein schließt das andere nicht aus. Das war zum Beispiel eng für singen Aussagen, aber auch dat gesot huet, dat man Probleme gemeinsam muss lesen, dat man darunter muss schaffen an dat auch dat Werte fertig bringen. Aber man enger Politik, die wirklich fir Leiit gemer as an Leiit erwerden wie gesot Lesungen op die Probleme, die sich all erstellen. Dann hummer awer nach een Sujet gehabt biologisch Pflanzenschutzmittel. Di wisst dat sämtlich Pestiziden eigentlich auf Verruf kommen sind, weil sie engerseits zu viel stark benutzt gehen, weil sie dann dem Moment sowohl der Umwelt wie auch der Mensch schaden. Das ist natürlich mit Alternativen versucht gehen zu kompensieren. Das heißt, dass die mir giftig sagen, dass die zurückgeführt gehen, von Haut auf Mur ganz abhalten kann ich nicht, zum Beispiel an der Landwirtschaft. Aber sie müssen zurückgeführt gehen an die Alternativpestiziden, die biologischen Pestizide, wie wir sie nennen, müssen mehr gefördert gehen, für dass die mehr Anklang fanden an das ganze System. Das ist aber schwer, solange wie die umweltschädlichen Pestizide an den Händen sind von großen Konzernen. Das heißt, die fördern das natürlich, die wollen sich die Pferdemaschine tun lassen, und aber müssen die anderen gefördert gehen. Und da haben wir eine Initiative gefordert von der Kommission, für die Autorisationen von den Alternativen und die Möglichkeiten, die am Anfang durchstellen, für das mehr sehr Unerkennung findet, mehr sehr zertifiziert kann gehen und noch mehr Unterstützung kann kriegen. Und ich meine, da haben wir eine gute Proposition gemacht, und wir werden uns natürlich auch von der Kommission ganz schnell, dass sie da gesetzgeberischen Weg reagiert. Der letzte Punkt an das als Welt, es geht immer mehr automatisiert, digitalisiert, das ist eine Entwicklung, die an den nächsten Jahren extrem schnell wird gehen, nicht nur an der Gesellschaft insgesamt, aber auch besonders an der Arbeitswelt. Wenn ich so Arbeitswelt, da sind bislang schwätzen von Robotern, von Automatisierung von Robotern, da sind der Gewirr, die bislang so einfach Arbeiten, so einfach Taschen überholen, für einen Artikel von heute zu greifen, für hier hinzulegen oder hier anzubauen und hier holen und
do abbauen, dat hi so reng méi mechanisch Tricken. Dat ass awer lo so, dat an Zukunft de Roboter werd eng künstlich Intelligenz entwickeln, dat hecht hien mat all denen Donne, mat all den Algorithmen, die do ze Summe kommen, denkt hier mat an hin greift aktiv an den Erbesprozess mat an. Hier kann ze Summe man Mënsch zum Beispiel schaffen. Hier liest dem seg Absichten, hier liest dem seg Gedanken, hier wees am Viraus wie de reagiert. An dat gët net nëmmen op Produktionsschene, méi dat fënnt Aklang an der Medizin zum Beispiel. An Zukunft werd vill Erbechten durch Roboter gemerk gin assistéiere bei chirurgischen Angriff also weiter. Het hecht och an der Landwirtschaft zum Beispiel awer och am Transport. Dir wisst, het geht ganz stark jetzt vun dem autonome Fuhren. Do muss man wie gesot eng Gesetzgebung entwickeln, fir dem ze antizipieren, fir méiséiert ze. Wir müssen europäisch Standarde schaffen, a wir müssen auch für allem die Frage vun der Sicherheit klären, weil dat ass nämlich wichtig sowohl für den Hersteller wie auch für den Verbraucher am Fall vun engem Accident, vun engem Menschen, dann wen huet Verantwortung, Versicherungsgesellschaften wollen dat wissen. An den letzte Punkt, dann ich komme an enger einer Sendung nach darüber zurück. Der letzte Punkt als ganz Versicherungssystem, als ganz Security Sozial, die dort drin hängt, das heißt, wann immer Männer Leute ganz aktiv am Erbesprozess stehen, was geschieht mit denen Leuten, die wirklich nicht am Erbesprozess mit können dealen, sie wird, dass sie nicht genug Qualifikationen haben, sie wird sonst Probleme wegen kotisieren in Zukunft nach anderen Systemen, für das sie weiter funktionieren, als Rentensystem, als Krankenkassen, muss ich nicht dem Roboter einen Tax oplegen, für das weiter zu finanzieren. Da stellt sich vor von einem Grundabkommens für die Leute, die wirklich kein Erbe mehr haben. Also das sind alles Fragen, die wir als Hai probiert tun, an einem Initiativrapport, den über 2 Jahre, wo über 2 Jahre geschafft ist, für das näher zu lehnen, für die Kommission abzufordern, schnellstens an den Bereichen eine Legislation zu proposieren. Das wäre dann, wie gesagt, die Woche zu Straßburg ganz chargiert. Es sind noch andere Punkte, die auch wichtig waren, mit Zeit lebt, wie gesagt, immer im Fort an. Da kommen nicht vielleicht eine andere Kehr, eine nächste Kehr dort drauf zurück. Merci für das Nachgucken, bis die nächste Kehr.